Herzlich willkommen zu Two Travelers Diary. Heute geht es um 5 Orte in Ostisland, die man unbedingt besuchen muss. Wir sind momentan nämlich mit dem Camper in Island unterwegs und das ist der erste Teil von den Orten, die wir besucht haben. Nummer 1, der Henkifoss. Herzlich willkommen zum ersten Wasserfall-Wanderungsvlog. Heute geht es zum Henkifoss im Osten von Island. Let's go! So. Also für die Schafe. Wie geht das? Gescheit anziehen. Wir sind jetzt am Weg auf, ihr hört zwischen Schnaufen schon. Und das hat einen Grund, und zwar den, dass man zu dem Wasserfall in etwa, egal, je nachdem wie schnell man geht, eine halbe Stunde bis Stunde braucht. Das heißt, wichtig ist, dass man auf jeden Fall Kleidung mit hat, Wechselkleidung oder Trinkflaschen oder einen Rucksack. Und natürlich passendes Schuhwerk. Der Boden ist uneben. Ja, erster kleiner Umweg zum Wasserfall Nummer 1. Deswegen wären wir zwar nicht da, aber man kann auch mitnehmen. Für alle, die schnell einmal außer Puste sind, gibt es ja immer wieder Möglichkeiten zum Niedersitzen. Radrechter, dann der ins Kopf. Weiter geht's Richtung Osten in die kleine Ortschaft Bakkangeri. Dort sind nämlich sehr viele Papageientaucher zu bewundern. So, ihr seht, wir haben jetzt schon die Kamera dabei, das heißt, wir werden eine ganz andere Aktivität jetzt machen. Es ist 19:30 Uhr und damit die perfekte Zeit, die Rückkehr der Papageientaucher bzw. der Lynti vom Vogelfelsen in Bakkangeri oder Borgarfjörður zu beobachten. Im besten Fall schaffen wir es, dass wir vielleicht sogar welche sehr nah fotografieren können.
Ich glaube, man sieht schon, aber. Leise sein, ich weiß nicht, ob man mich hört, aber es ist Wahnsinn. Es gibt nirgends so große Papageientaucherkolonien. Man kann es gar nicht zählen. Auf dem Schüttertfahren steht, dass bis zu 7700 Paare pro Jahr daherkommen, um sich fortzupflanzen. Ab Mai bis August und Ende Juli bzw. Anfang August gibt es dann die Jungen. Wären wir eigentlich wieder in der Gegend. Vielleicht sehen wir dann kleine Puffins. Und bis dahin ist das auch schon Wahnsinn. Nummer 3. Am Weg zurück gibt es einen Verkaufsautomaten der besonderen Art. Also, warum wir da jetzt mitten in der Landschaft auf der Straße entlang gehen, hat einen Grund. Auf der Straße Richtung Borgafjörður Eystri oder Bakkagerði gibt es eine spannende, ja wie soll man sagen, künstlerische Darbietung, ganz schlechte Beschreibung, von einem Einheimischen installierte Besonderheit, die einerseits für Touristen zum Spaß ist und andererseits vielleicht sogar, dass man ein bisschen Geld macht. Das Ganze ist mit Wind betrieben und wir werden uns nichts kaufen können, weil wir Münzen brauchen, aber wir werden uns das Ganze mal anschauen. Wir haben da so eine Wand, wo Leute Fotos und Nachrichten aus aller Welt hinterlassen haben. Ziemlich lieb, ziemlich cool. Wir haben uns gestern schon in dem Buch verewigt drinnen. Und da ist natürlich das Herzstück von dem Ganzen, das ist der Automat, in dem man sich kleine Süßigkeiten und Getränke holen kann. Momentan eben nur mit Münzeinwurf, aber soll verändert werden. Das Ganze rennt auf Solar- und Windenergie und ist ziemlich cool. Nummer 4, nicht allzu spektakulär, aber das erste Schwimmbad, das wir in Island besucht haben. So, Axel, wo sind wir und was machen wir da? Also die Strecke von der Anserstraße in den weiteren Osten entlang der Küste mit Vatnafjörður und so weiter gibt nicht so viel her, außer wenn man schlechtes Wetter hat, so wie heute, und sehr viel im Auto sitzen möchte und einmal ins Schwimmbad gehen möchte. Ein bisschen nördlich von Vatnafjörður gibt es nämlich das Selárdalslauch im Selárdal da. Und das Schöne an dem Ganzen ist, es ist praktisch unbesucht, weil Touristen da sehr selten einen Weg herfinden. Und es ist ganz nett, gerade bei schlechtem Wetter, wenn man ein bisschen ins Warme kommt. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, nachdem ich da alleine herinnen bin, ist das Ganze grundsätzlich okay. Ansonsten sollte man das natürlich nicht machen. Aber ich nutze jetzt den Moment, weil ich da eben alleine bin und das in andere Schwimmbäder nicht geht, dass man mir zeigt, wie so ein isländisches Schwimmbad ausschaut. Normale Duschen. Und das wohl Interessanteste ist eigentlich, dass man überall so Geräte hat, wo man nachher seine Badesachen trocknen kann. Das heißt, man hat nicht das Problem, dass die nachher nass sind. Ansonsten ganz normale Garderoben, ganz einfach. Und ein bisschen mehr Garderoben und eine einfache Toilette. Ihr seht, ich habe schon meine Badeschlapfen an. Das heißt, dass man die Schuhe gleich draußen lässt, ist einfach für die Sauberkeit. Was man sonst noch macht, normalerweise duscht man sich knockert, steht every guest is required to wash thoroughly. Das heißt,
gescheit. Kommt einfach aus der Zeit, wo man im Schwimmbad duscht und Bad hat und da sehr viel Dreck zusammengekommen ist. Abgeduscht sind wir. Wichtig, Haare nicht unbedingt, weil draußen geht der Wind. Für das habe ich meine Hauben mit. Laura ist auch schon bereit. Nachdem ein isländisches Schwimmbad so ist. Ja, und da hinten ist der heiße Pott und der kalte. Tut so weh in die Zehen, weil es so heiß ist. Ist so heiß. Ja, 40 Grad. Stirb ein bisschen. In die Zehen. Erster Eindruck vom isländischen Schwimmbad? Heiß. Was sagst du dazu? Es ist so gut, aber mein Erinnern ist. Echt geil, wenn es draußen alles kalt ist und dann sitzt man da in der geilen heißen Suppe. Nice. So, was macht man, wenn es heiß ist? Geht man natürlich in den kalten Pool rein. Das ist schön. Ich muss dazu sagen 4 bis 6 Grad. Aber er schafft es. Alles geht. Das geht. Halbwegs trocken. Und zu guter Letzt eine Installation, die ihresgleichen sucht. Das isländische Stonehenge, nämlich der Arctic Henge oder auf Isländisch Heimskautakaren. So, wir sind in der Middle of Nowhere in Røverhöp, im nordöstlichsten Teil von Island. Und da ist ein Flachland oder so eine Ebene, wie man so schön sagt. Und auf dieser Ebene gibt es eine spannende Installation, nämlich das isländische Stonehenge. Und auch wenn ich gerne sagen darf, das ist ein antiker Ort der Hexenverbrennung und der Anbetung der Mitternachtssonne, ist es halt nicht. Es ist eine moderne Installation, die zwar den Hintergrund hat, dass man von der Mitternachtssonne sehr gut sieht, weil rundherum keine Berge irgendwas blockieren. Und wir sind der Meinung, es ist trotzdem sehr cool. Es muss nicht immer einen historischen Hintergrund haben, dass was jetzt in der Form cool ist, sondern es kann auch neu installiert sein und trotzdem majestätisch ausschauen. Das schauen wir uns jetzt an. Laura. Haben wir das Gefühl, wir sind am Ende der Welt? So, das war's mit den 5 Orten im Nordosten von Island, die wir besucht haben. Vergesst nicht, dass uns das Video liked und uns folgt, wenn ihr mehr Island-Content haben wollt. Wir sehen uns im nächsten Video.